Der Sommer geht schon fast ein bisschen zu Ende, oder wenigstens die Sommerferien. Morgen startet die Schule wieder in der Region Winterthur. Und ich hoffe, ihr alle habt schöne Ferien gehabt, habt euch erholen können. Und eben, jetzt habe ich schon das Gelächter gehört, der Sommer ist ja voll zurückgekommen. Er ist voll da. Und wem ist es schon fast wieder ein bisschen zu heiß? Doch jemand, wer hat kurze Hosen angelegt heute oder eben ein Röckchen? Genau, viel. Hey, für denen, wo es zu heiß ist, ich habe gute Neuigkeiten. Und zwar in 4 Monaten und 4 Tagen ist Weihnachten. Und ich verspreche euch, es wird kühler sein. Warte mal, 4 Monate, 4 Tage bis Weihnachten. Was müssen wir bis dahin alles noch machen? Scheibe, morgen geht die Schule los. Kinski-Täschchen packen, Schulrucksack packen. Oh Scheibe, keine Finken für die Schule, für die Kinski mehr. Wo kommt man am Sonntag noch Finken über? Dann was kommt noch? Herbstferien, Date-Nights planen. Herbstferien haben wir gar noch nicht gebucht, wir doch noch fortwählen, dort noch suchen. Jahresabschluss, Quartalsabschluss, was alles gibt, Mitarbeitergespräche. Dann kommt Weihnachten, oh, was wollen alle Götti-Kinder, was wollen Kinder für Geschenke, was müssen wir alles posten? Der Frau sollte man auch noch etwas schenken, Kärtchen schreiben, Baum kaufen, Baum schmücken. Wo feiern wir Weihnachten, was essen wir? Der Familienstress und dann kommt dann schon wieder das neue Jahr. Wer kennt das Gefühl, dass die Zeit, je älter das man wird, immer schneller läuft? Hä? Wer hat sich schon gewünscht, dass der Tag mehr als 24 Stunden hat? Hä? Du gehst ins Bett oder beim Nacht denkst, eigentlich müsste der Tag doch 30 oder 36 Stunden haben. Die Woche müsste mindestens 10 Tage haben. Hey, Familie, Beruf, Haushalt, Beziehungen und Hobbys und das alles unter einen Hut zu bringen, ist nicht immer einfach. Und das bildet sich auch in unserer Gesellschaft ab, dass wir immer mehr Menschen haben, die überfordert sind. Ich habe als Outreach-Pastor viel mit Menschen zu tun, die am Anschlag laufen. Und in letzter Zeit, man kann anrufen, wo man will, an Stellen, bei Psychiatern, bei Psychologen. Und es wird immer schwieriger, zum Terminen zu bekommen. Wartezeiten. Heute Morgen habe ich gerade eine Mitarbeiterin erzählt, sie ist Psychologin für Kinder und Jugendliche. Also, wenn man ein Erstgespräch mit ihr will, sind Termine jetzt im Dezember. Das sind alles Menschen, die jetzt ein akutes Problem haben und sie müssen warten. Also, was da abgeht, spiegelt sich in unserer Gesellschaft ab. Ich habe so eine Umfrage gefunden von Gesundheitsförderung Schweiz. Die haben eine Umfrage gemacht, zwar vor 5 Jahren. Ich habe keine aktuellere gefunden. Dort darum ist es gegangen um Stress. Jede 4. erwerbstätige Person hat Stress in ihrem Beruf. Das heisst, sie braucht mehr oder sie hat mehr Belastung, als sie Ressourcen hat am Arbeitsplatz. Erschöpfung, der Anteil an emotional erschöpften Personen ist bei 30%. Und natürlich wären wir nicht Schweizer, wenn wir das für Geld umwandeln, oder? Weil die Menschen sind ja so halb egal, aber ich meine, es ist ja dann die Zahl zählt. Das ist ein Verlust für den Arbeitgeber von 6,5 Milliarden Franken pro Jahr in der Schweiz. Mich dunkt, und das gilt nur für die Arbeitswelt, also die Schüler sind ja da ausgenommen. Mamis, die daheim sind ausgenommen von dem. Mich dunkt, dass in den letzten 5 Jahren das nicht besser geworden ist, sondern sich akut verschlechtert hat. Ich meine, das sind jetzt alles akute Fälle, oder? Aber ich beobachte eine gewisse Überforderung in einer grossen Breite der Gesellschaft. Es scheint, dass wir zu viel auf dem Teller haben, als wir essen mögen. Wir fühlen uns getrieben vom Tag, von der Arbeit und so viele Leute höre ich, die schlecht schlafen. Was einfach ein Indiz ist, dass wir den Tag nicht handeln können. Es scheint, dass wir uns so von Wochenende zu Wochenende, von Ferien hangeln. Jetzt gehen die Ferien ebenso wieder ein bisschen fertig und ich habe ein paar Leute getroffen, die wieder einen Tag oder eine Woche gearbeitet haben. Und lustigerweise haben ein paar Leute mir das Gleiche gesagt, nämlich nach einem Arbeitstag, nach einer Woche, eigentlich hätte ich schon wieder Ferien nötig. Es gibt ein neues Krankheitsbild, das kommt natürlich vom englischsprachigen Raum, die heisst Hurry Sickness.
Hitzkrankheit, das ist nicht das Burnout, das ist vorne dran, was vorne dran kommt, ist eine riesige Sache, die uns beschäftigt. Wir nennen es als neue Volkspandemie. Und da habe ich natürlich als kompetenter Fachmann in diesem Bereich ein Diagnosetool entwickelt, das wir jetzt gerade heute Morgen machen können, wo wir schauen können, wie es um euch steht. Das sind 7 Fragen. Ihr könnt die mit Ja und Nein beantworten und ihr müsst bei euch im Kopf die Ja-Antworten zusammenzählen. Erste Frage. Wähle ich an der Kasse immer die kürzeste Schlange? Ja oder nein? Zweitens, es kommt noch härter, wechsle ich die, wenn es an der anderen Schlange schneller vor sich geht? Wechsle ich im Stau die Spur? Könnte man Klammer sagen, vielleicht mal mehrmals, wenn die andere flüssiger läuft? Greife ich in toter Zeit, Bus ist der Haltestelle, WC, you name it, zum Handy? Nutze ich News-App mehr als 2-mal am Tag? Habe ich im Browser mehr als 5 Tabs offen? Und fahre ich immer ein bisschen schneller, als eigentlich erlaubt wäre? Sprich 53 oder 55, 88, 110, 130, als angegeben ist. Jetzt kommt die Auswertung. Wenn du mehr als 3 Ja hast, dann bist du gefährdet, die Hurry Sickness zu haben, die Eilkrankheit oder sie überzukommen. Jetzt, ich bin natürlich nicht so kompetent, ich habe das aus einem Buch heraus, habe die Frage noch ein bisschen auf unseren Schweizer Kontext angepasst und es klingt so lustig, aber es ist ein Indiz für unsere Zeit. Wie gehen wir durch den Tag durch? Beschäftigen wir uns immer? Und ja, das Leben ist komplex. Und wir haben auch viel mehr zu Entscheidungen treffen als noch vor 50 oder vor 100 Jahren. Und das macht etwas mit uns. Und mit dieser Beobachtung und mit diesen Symptomen, die wir jetzt da gerade so ein bisschen gehört haben, wollen wir in eine neue Serie starten. Sabbat plus Underline, Unterstrich. Da steht, dass du dort etwas einsetzen kannst. Und jetzt keine Angst, es geht nicht, dass wir etwas Gesetzliches werden, dass wir gesetzlich werden. Wir wollen zusammen entdecken, was Gott für Gedanken über Rastlosigkeit hat. Die Serie soll eine Hilfe sein, dass du und ich zur Ruhe kommen können. Dass wir keine Eilkrankheit bekommen, dass wir kein Burnout bekommen, sondern dass wir zufrieden, ein gutes und ein wertvolles Leben haben. Und es soll Inspiration geben für dies und für mein Leben, wo wir mit unserem Gott zur Ruhe kommen. Und den heutigen Sonntag starten wir mit dem Titel Sabbat Punkt. Jetzt bewusst ein Punkt. Und da will ich dich fragen, rhetorisch, wir müssen nicht austauschen, was kommt dir in den Sinn, wenn du Sabbat hörst? Mir ist so jüdisch, 10 Gebote, Regeln, Gesetze, einschränken, das ist mir in den Sinn gekommen. Ja, aber Sabbat heisst nichts anderes als stoppen. Stoppen, halt. Stoppen oder aufhören. Hey, wenn man das hört, stellt sich doch die Frage, kann es sein, dass die Bibel nicht einmal mehr brandaktuell in unser Jahr 2023, in dies und in mein Leben redet? Wir wollen kurz in die Bibel eintauchen und schauen, wo kommt der Sabbat vor, in was für einem Kontext steht der. Und wir müssen nicht weit vorne in der Bibel anfangen zu lesen, dass man den Sabbat findet. Wir finden nämlich den Sabbat schon im Schöpfungsbericht. In den ersten Kapitel von unserer Bibel lesen wir den Schöpfungsrhythmus, wo Gott die Erde geschaffen hat. Wir lesen das 6 Tage. Und dann heisst es eben, am 7. Tag heißt, so war nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit. Darum segnete er den 7. Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer heiliger Tag, er gehört mir. Ich muss euch ein Geständnis geben. Wenn ich die Bibel gelesen habe, so den Schöpfungsbericht, dann ist das für mich immer so ein Tatsachenbericht gewesen.
Du hast einfach gelesen, die haben beschrieben, wie das abgelaufen ist. Als ich da so ein bisschen reingeknündelt bin, habe ich gemerkt, gerade wenn man das Hebräische anschaut, ich kann nicht gut Hebräisch oder gar kein, fast kein, aber wenn man das so anschaut, gibt es so gescheite Leute, die einem helfen, dann merkt man, dass es mehr ist als ein Tatsachenbericht, dass es poetisch umschrieben wird, dass da mit Wort, mit Zahlen, mit Inhalt gespielt wird und dass man daraus lesen kann, dass es eine Geschichte ist, eine Struktur drin hat, die eine Geschichte erzählt von dem Gott, der Gott beschreibt, wie er Himmel und Erde macht, wie er im Verhältnis zu dieser Schöpfung steht. Und wie wir zu ihm stehen, kann man alles aus den ersten paar Vers von der Bibel herauslesen, wenn man sich da knündelt. Und wir sehen, es ist ein Rhythmus von 6:1, also ein 7er Rhythmus. 6:1. Da sehen wir einfach den Rhythmus. Aber das erste Mal das Wort Sabbat oder Sabbat beschrieben wird im Exodus 16. Um ein bisschen den Kontext zu geben, das Volk Israel ist versklavt worden, hat zu Gott geschrauen, Gott hat sich erbarmt und hat mit dem Mose oder durch den Mose das Volk aus der Sklaverei aus Ägypten rausgeführt und ist dann in die Wüste gekommen, durch das Schilfmeer, in die Wüste und in die Wüste ins Hunger gehabt, kein Essen mehr dabei. Das Davida-Böckchen war aufgebraucht. Und dann wird man grumpy, oder? Hangry, sagen wir bei uns daheim, so eine Mischung zwischen hungrig und hässig, oder? Sie haben zurückgewählt, weil dort ist es besser gewesen, dann haben wir wenigstens Essen gehabt. Und dann versorgt sie Gott mit Essen, mit Manna und mit Wachteln. Und 6 Tage läuft das so, oder 5 Tage läuft das so, und am 6. Tag ist etwas anderes. Und wie es mit den Menschen ist, wir sind Gewohnheitstiere, wenn etwas anderes ist, haut das uns aus der Bahn. Und sie kommen zu Mose und wir lesen da, am 6. Tag kam so viel Nahrung zusammen, am 6. Tag kam doppelt so viel Nahrung zusammen wie sonst, 5 Liter für jeden. Die führenden Männer Israels gingen zu Mose und sprachen ihn darauf an. Mose erklärte ihnen, der Herr hat angeordnet, morgen sollt ihr den Sabbat feiern, den Ruhetag, der ganz dem Herrn geweiht ist. Backt aus den Körnern Brot oder kocht sie ganz wie ihr wollt. Was übrig bleibt, hebt für morgen auf. Mega genial, Gott versorgt dort Menschen mit Nahrung. Man geht davon aus, dass das Volk Israel ja nicht einen Freitag hat in der Sklaverei, dass sie 7 Tage durchbügeln müssen. Vom Morgen früh bis zum Abend spät, wahrscheinlich vom Tagesanbruch bis Sonnenuntergang haben die durchknütteln. Kurz nachdem, dass sie aus der Wüste ausziehen und dann aus der Sklaverei ausziehen, in die Wüste kommen, haben sie Hunger und Gott versorgt sie mit Nahrung. Jetzt kommt es aber. Gott versorgt sie nicht einfach mit Nahrung. Er versorgt sie mit Ruhe. Wisst ihr, was passiert mit einem Volk, das Jahrzehnte in Sklaverei ist? Wir gewöhnen uns an einen Rhythmus. Wir gewöhnen uns an Schuften, auch wenn es uns nicht gut tut. Und sie ziehen raus. Und sie sind in dem Modus vom Leisten, vom Machen, vom Tun, vom Beschäftigen sein. Und Gott versorgt mit Nahrung und mit Ruhe. Gott weiss, dass sie es nötig haben, dass wir es nötig haben, dass wir einen Ruhetag haben. Und er bringt das hinein. Das hat mich weggehauen in der Vorbereitung. Wir sagen viel, Gott versorgt. Aber er versorgt nicht nur mit dem, was wir brauchen, materiell. Er versorgt uns mit Ruhe. Uns als GVC beschäftigt das schon ein bisschen länger. So eben das Beschäftigt sein. Und wir das schon im Team oder in der Leitung oder mit GVC-Bewegung darüber austauscht. Hey, sollte man nicht so einen Sabbat machen? Und meine Antwort war, als mir das erste Mal jemand gestellt hat, ist so, hey, das geht bei mir nicht. Also weißt du, kennst ja meine Situation nicht. Weißt du, mit kleinen Kindern und dann hey, ja, hat man noch andere Aufgaben, die man macht. Oder? Weißt du, mit dem Job ist jeder Sabbat ist immer an einem anderen Tag müsste sein. Und wenn ich mit anderen darüber rede, komme ich meistens die gleiche Antwort über. Weißt du, kennst meine Situation nicht, das klappt nicht. Vertrauen wir Gott, dass er es möglich macht. Vertrauen wir Gott, dass er uns mit Ruhe für unsere Seele versorgt. Nicht nur mit dem Materiellen. Da kommt mir Ihnen ein Vers von Jesus in den Sinn. Kommt alle zu mir, die mühselig und beladen sind. Ich will euch erquicken.
Gehen wir weiter, wir kommen nachher noch mal zurück. Es hängt alles zusammen. Im Jüdischen hängt immer alles zusammen. Man kann das nicht linear erfassen, oder? Nur ganz kurz. Und natürlich ist sehr prominent, kommt der Sabbat auch in den 10 Geboten vor. Denkt an den Sabbat als einen Tag, der mir heilig geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. Unser Rechtssystem ist auf diesen 10 Geboten aufgebaut. Und ich glaube, jedem ist es recht oder für die allermeisten macht es Sinn, die 10 Gebote. Dass man niemanden umbringt, dass man nicht stillt, dass man nicht lügt, dass man treu ist. Das wollen wir auf jeden Fall, dass unser Ehepartner das ist oder unser Partner das ist, oder? Aber wieso sagt Gott das in diesen 10 Geboten, dass wir den Sabbat halten sollen? Könnte das sein, dass da eine Wertung drin ist? Eine Wertung, die er uns versorgen will. Der Sabbat als heilige Zeit. Es kommt immer wieder, dass Gott sagt, das ist ein Tag, wo mir geweiht ist, das ist ein heiliger Tag. Wir haben eine 5-Tage-Woche. Von dem her ist es so easy, oder? Wir haben 2 Tage frei. Wir arbeiten 5, 2 Tage frei. Aber sind unsere Freitage nicht meistens für das da oder wir brauchen sie für das, um das aufzuholen, was wir unter der Woche nicht machen müssen? Den Haushalt noch mal auf Vordermann bringen. Das Stegenhaus noch abputzen, das wir nicht gemacht haben. Den Rasen mähen. Das sind so praktische Sachen. Könnte es aber auch sein, dass wir die Zeit auch brauchen, um zu schauen, was könnte mich noch glücklich machen. Wir browsen im Internet, wir laufen die Märkte oder in einem Shoppingcenter rum und schauen so ein bisschen Window shoppen und schauen, hey, die Werbung hat das gecheckt. Ihr müsst euch mal achten, was die Werbung macht. Sie verkauft uns eigentlich immer ein Gefühl. Content Marketing nennt man das. Sie tun nicht das Produkt einfach anpreisen, sondern sie preisen das Gefühl, das das Produkt mir gibt, an. Ist das ein Sabbat, wenn ich mir dort einfach noch umschaue? Gott selber hat geruht, hat gestoppt, hat gesabbatet, könnte man sagen. Wir können uns fragen, sind unsere Freitage Erholungstage für uns? Oder mindestens eine? Erholen wir uns oder drüllen es einfach weiter? Jesus hat den Sabbat gehalten, er war ganz jung, hätte wahrscheinlich gar nicht anders können. Das war so in die Kultur eingewoben und eingewoben immer noch. Hey, ich bin da reingetaucht und ich meine, es hat mein Verstand fast gesprengt, wie dicht, was da alles reingepackt ist, wie das so die ganze Bibel durchzieht. Gott persönlich spricht den Sabbat heilig. Heilig ist das Leben, heilig ist Gott und er sagt, das Leben ist heilig. Und jetzt sagt er auf einmal, jetzt ist noch ein Tag heilig. Was bedeutet das? Der Schöpfungsbericht, habe ich schon gesagt, ist so ein 7er-Rhythmus. 7 ist die Vollzahl. Also immer wenn in der Bibel etwas mit 7 kommt, dann ist es vollkommen. Und Gott hat die Schöpfung geschaffen und hat immer gesagt, und es war gut. Und am Schluss sagt er, und es war sehr gut. Wir sagen viel, wir Menschen sind Krone von der Schöpfung, das Höchste. Aber die Schöpfung ist erst abgeschlossen, vollendet sich erst in dem Sabbat. Dass Gott gestoppt hat, dass Gott geruhen hat, dass er das angeschaut hat. Und das ist eigentlich das Paradies gewesen. Das wäre der Zustand gewesen, den er für uns parat hat. Ein elender, langer Sabbat, weil jeden Tag in der Schöpfung startet, es ist Abend geworden und wieder Morgen. Und dann macht Gott etwas. Und schaut mal, am 7. Tag heisst es wie? Am 7. Tag hat Gott geruht. Der Tag ist nicht fertig geworden. Das war das Paradies gewesen. Das ist der Zustand gewesen, den Gott für uns parat hat. Und dann ist ein Bruch passiert, das wissen wir. Gott stoppt. Und was für uns vielleicht ein bisschen schwer zu erkennen ist, dass Gott über Raum und Zeit steht. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott
dass Gottes Heiligkeit immer an einen Ort gebunden war. An den Tempel, an das Zelt der Begegnung, an einen Opferstätte. Oder wo der Mose zum Dornenbusch kommt und sagt, er zieht die Schuhe ab. Das ist ein heiliger Boden. Die Heiligkeit scheint, dass sie immer auf einen Ort gebunden war. Nein, eigentlich nicht, weil ganz am Anfang sagt Gott, der 7. Tag ist heilig. Gott schafft so einen Tempel ins Universum hinein, wo über Raum und Zeit steht. Wo wir Zugang zu dem haben. Wie genial ist das? Gott stoppt. Die Frage ist, vertrauen wir dem Gott? Stoppen heisst Vertrauen, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Ja, wenn wir stoppen, sind wir nichts am Machen. Und wenn wir nichts am Machen sind, kommen wir nichts über. So sind wir Schweizer getrimmt worden, oder? Ja, du hast nicht, weil du nichts gemacht hast, oder? Bist deines Glückens eigener Schmied, oder? All diese Sprichwörter, die sind in uns hineingeprügelt worden. Die Israeliten müssen vertrauen, dass das Manna kommt. Und jetzt ist das für uns ein bisschen schwierig, weil wir einen komischen Rhythmus. Wir kommen einmal im Monat einen Lohn über. Und der kommt einfach. Und ich hoffe, du hast einen Job. Aber wenn du einen Job hast, kommt der Lohn einfach. Und wir gehören zum obersten Prozent vom Reichtum dieser Welt. Da müssen wir uns die Frage stellen, vertrauen wir, dass uns Gott versorgt. Mit Materiellem, aber auch mit Ruhe. Wie schon angetönt, der Sabbat ist eigentlich ein Bild vom Paradies. Und je noch sieht man, dass Gott den Bogen wieder schlägt ins neue Jerusalem. Es ist so ein paradiesischer Zustand. Und wir stehen da zwischendrin und Gott gibt uns einen Tag pro Woche, wo wir das schmecken können. Wo vorbei ist, aber wieder wird kommen und da innen ist. Die Frage, lassen wir uns auf das ein? Die Frage ist, stoppen wir oder sind wir so beschäftigt mit unserem selber Sorgen, mit unserem selber Wirken, dass uns das an uns vorbeizieht? Wir können dort die himmlischen Ressourcen anzapfen. Das klingt jetzt sehr fromm, aber so ist es. Und da müssen wir uns doch fragen, wieso haben wir das mehrheitlich aus unserem Leben herausgestrichen? Wir haben heute in dieser Serie gestartet und wir haben so 4 Schwerpunkte, die wir anschauen wollen über die nächsten 4 Sündige oder noch die 3 Sündige. Eben stoppen, das Thema von heute. Stoppen in dieser hektischen Zeit. Nächsten Sonntag wird es darum gehen, zur Ruhe kommen. Wo können wir zur Ruhe kommen? Was bedeutet das? Auch ganz praktisch in unserem Alltag. Ja, Sabbat heisst zur Ruhe kommen. Es heisst auch sich vergnügen. Es heisst auch Gemeinschaft haben. Das musst du nicht jetzt einfach für dich alleine machen. Das hat sehr viel, wenn man bei den Juden schaut, kannst du überall eingeladen werden am Sabbat und dort dabei sein. Und natürlich heisst es, Gott anbeten. Es ist immer noch der Tag, wo Gott geweiht ist. Und was das genau bedeutet, das schauen wir miteinander an. Ich möchte euch motivieren, die Gottesdienste zu besuchen, euch die Podcasts geben, wenn ihr nicht könnt, weil es ist so ein wichtiges Thema, das mich so herausfordert, persönlich, und so viel verändert, wenn wir zur Ruhe kommen. Hey, heute sind wir dran am Stoppen. Einfach mal stoppen. Bist du auch schon mal gestoppt worden, so von einem Polizist? Entweder mit der Leuchtkelle, oder? Wenn du vom Velo bist, oft mal mit der Hand, oder? Stopp. Wir können es wirklich mit dem Verkehr vergleichen. Wenn wir alle mit 80 Stundenkilometer über Land durch unser Leben nicht rasen, oder? Das ist jetzt gerade das Politikum, sondern einfach fahren mit 80, dann ist das mega lässig. Man sieht mega viel. Ich bin so ein Geschwindigkeitsjunkie. Ich finde das mega lässig, wenn man so weit kommt. Darum liebe ich mein Rennvelo. Man kommt mit eigener Muskelkraft unheimlich weit, oder? Und ich habe mich so beobachtet, dass ich das so viel sage. Es ist mega lässig mit dem Rennvelo, weil du kommst in einer kurzen Zeit mit eigener Muskelkraft mega weit. Du siehst mega viel, oder? Du kannst gut mal, wenn du Nachmittag Zeit hast, 120 Kilometer machen. Kein Problem. Es ist mega lässig, du siehst mega viel. Aber wisst ihr was? Du verpasst schon mega viel. Weil du das Detail einfach nicht siehst, weil es einfach an dir vorbeizieht. Weil du den Kopf nicht unten hast. In der Physik habe ich gelernt, dass Massen träge sind. Oder? Ist das allen ein Begriff, oder? Also eine Masse, ich will jetzt nicht mehr sagen, wenn ich das mit euch vergleiche, also ihr versteht mich, aber Massen sind träge, oder? Und wenn sie mal in Fahrt sind, zum eine Masse, die in Fahrt ist, zum Stoppen, es braucht unheimlich viel Energie.
Und so scheint es mit unserem Leben. Es kostet enorm viel, um uns zu shoppen. Und wir halten es fast nicht aus. Und wenn wir dann mal frei haben, können wir fast nicht stoppen. Dann machen wir lieber etwas. Nettel führen, noch ein bisschen News, noch ein bisschen das Wetter. Das Wetter schon 20 Mal gecheckt heute. Es wird nicht anders oder nicht besser, oder? Der Aufwand zu stoppen scheint enorm zu gross sein. Aber wisst ihr was? Nicht stoppen kann viel verheerender sein. So in jungen Jahren, so ein Teenie, habe ich auf dem Velo gerade die Stopp, die sind so höchsten Fall eine Empfehlung gewesen, oder? Und es hat eigentlich immer, ich habe so eine Theorie, es langt eigentlich immer. Oder? Und das klingt jetzt so lustig, aber ich habe das Gefühl, wir gehen oftmals so durch unser Leben durch. Wir sehen ihnen so Stoppzeichen, so Stopptafeln. Ihnen spüren wir es, wir schlafen schlecht, wir sind nervös. All das. Wir hören Gott nicht mehr. Gott redet nicht mehr. Wir haben die ganze Erwartung, mit Gott connecten auf den Sonntag. Und wehe, es wird dann nicht das geliefert, was ich jetzt gerade brauche. Dann habe ich Gott nicht gehört. Aber das sind alles so Stoppzeichen. Und mich dunkt auch ich rase so oft mit dem Velo durch mein Leben durch, mit möglichst schnell. Und ich fahre an diesen Stopps durch und dann hat es gar noch gelangt, oder? Bis es nicht mehr langt. Und darum verblasen es der eine oder andere. Darum leiden nachher Beziehungen. Beziehungen zwischenmenschlich. Aber vor allem auch die Beziehung zu dem Gott. Und unsere Herzen kommen nicht mehr nach mit unserem Körper, was wir machen. Stoppen heisst Widerstand leisten. Widerstand gegen die Gesellschaft. Nicht, dass die Gesellschaft einfach böse ist, aber in dieser Mühle, wo wir drin sind. Der Widerstand gegen die Lüge, dass ich nicht genug habe. Der Widerstand, dass jetzt mir das VW-Büsschen, der Camper, Zufriedenheit gibt. Auch wenn ich gar keine Zeit habe, um den zu brauchen. Weil ich so in dieser Mühle rein bin. Auch wenn ich dann mal ein Wochenende draussen, eher noch mit so einem wilden Ort, über am Göschenensee, da kannst du gar nicht anfahren, aber dort oben hocken, dann zur Ruhe komme. Das neueste Nattel, dass mir das hilft, zum glücklich zu sein. Nein, es zieht mich nur noch mehr rein. Die Lüge oder der Widerstand, mein Leben selber können im Griff haben. Wieso fahre ich also 53 anstatt 50? Wieso nehme ich das Handy mit aufs WC? Und jeden Moment trash ich mich zu mit allem, was da ist. Und manchmal sind es so gute Sachen, ein Podcast, Motivational Speeches und was auch immer. Es ist schlichtweg auch ein Widerstand gegen das Bedürfnis, mein Leben selber im Griff zu haben. Es gibt so einen Psalm, wo heißt, wenn der Herr das Haus nicht baut, dann schafft der Arbeiter umsonst. Und wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Widerstand leisten kostet etwas. Und das weißt du am besten, was das ist. Darum heisst Sabbat, Punkt, Strich. Du kannst das selber hineinfühlen, was das heisst. Ich glaube, das Telefon, unser Internet ist etwas, was uns nicht immer gut tut. Ist vielleicht etwas, was sich mal lohnt, den Tag einfach wegzulegen. Hey, wie wichtig fühle ich mich, dass ich immer das Telefon, dass ich immer erreichbar sein muss. Ich habe gelesen, was macht das, wenn ich bei einem Meeting das Telefon auf den Tisch auflege? Es zeigt dir, wenn du mit mir ein Meeting hast, ich bin so wichtig, dass mir vielleicht in diesem Meeting nicht jemand anruft. Dann gibt es die haben den Bildschirm gegeben, oder? Die probieren zu zeigen, ich bin voll bei dir, oder? Aber das Telefon ist da. Wie wichtig sind wir? Widerstand zu leisten, zu stoppen heisst, unsere Zeit, unseren Sabbat müssen zu planen. Wir müssen es planen, wir müssen es verankern in unsere Woche. Jetzt könnte man ja faul werden und sagen, ja, ich mache einfach nichts mehr, oder? Hör alle Dienste auf, mach beim Arbeiten nur das Nötigste. Nein, Gott hat gesagt, 6 Tage arbeiten, 1 Tag Ruhe. Und vielleicht ist, wenn wir unser Nattel und WhatsApp und Status und Stories und was auch immer gibt, News und das Wetter, ein bisschen kanalisiert auf gewisse Zeit, haben wir vielleicht auch Mikrobegegnungen durch den Tag mit unserem Gott wieder. Wo wir an der Bushaltestelle warten und einfach mal merken, was sagt Gott? Zwischen 2 Meetings, nicht noch schnell ein Mail schreiben, weil das per Zufall 10 Minuten früher fertig ist, sondern einfach mal dort hocken und sagen, Gott, was ist jetzt in dem Meeting gelaufen hinter mir? Und was kommt im Meeting vor mir? Es
ist wichtig, dass wir einen Sabbat planen. Einen Sabbat, wo wir stoppen können, wo wir zur Ruhe kommen können, wo wir zusammen feiern können, wo wir uns freuen an Sachen und wo wir Gott anbeten können. Es ist gut, wenn wir das mit unserer Familie planen, wenn wir das zusammen machen und lassen uns das auch mit unserem Gott besprechen. Sabbat ist eben nicht ein Substantiv oder nicht nur ein Substantiv, es ist eben ein Verb. Schabbate, stoppen, vor dem Gott sein, zur Ruhe kommen. Wir müssen Räume schaffen für das. Und jetzt können wir uns fragen, muss es ein ganzer Tag sein? Das wollen wir dir nicht vorschreiben. Wenn es geht, ist es vielleicht gut. Vielleicht ist es 2 Stunden, vielleicht ist es ein halber Tag, vielleicht ist es 3/4 Tag. Es wird vielleicht auch nicht der Sonntag oder der Samstag sein. Vielleicht schaffst du unregelmäßig. Bau das dort ein, wo es für dich planbar ist. Probier Rituale einzuführen. Wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir haben probiert, bei uns zu Hause immer mit dem gleichen Essen am Freitagabend zu starten. Bei den Juden fängt der Schabbat am Freitagabend an. Von der Woche in das hineinzugehen. Das Essen, das die Kinder mega gerne haben, mit viel Zucker, nachher bringst du es kaum mehr ins Bett. Aber am Tisch zu hocken und dann vielleicht fragen, hey, für was bist du dankbar? Unsere Kinder können das fast nicht, sie sind mega viel. Wir müssen sie das lernen. Und es zeigt mir, wenn sie es nicht können, habe ich es wahrscheinlich nicht modelliert. Verstehen ihr das? Gott ist ein Gott, der versorgt mit Materiellem und mit Ruhe. Die Frage ist, vertrauen wir dem Gott, dass er uns versorgt? Wir kommen jetzt in eine Worship-Zeit hinein. Und das ist eine Zeit, wo du Gott kannst fragen, wie es um deine Seele steht, wo du selber in dich hineinhören kannst. Du darfst zum Kreuz gehen, wenn du mal hinknündeln willst. Vielleicht merkst du, hey, du betreibst Raubbau. Dann ist es vielleicht einmal gut, dass Gott um Vergebung bittest. Du darfst das Abendmahl nehmen, alleine mit deinem Partner zusammen, mit deiner Partnerin zusammen. Du darfst für dich beten lassen, wenn du einen Segen brauchst, für was auch immer. Ob es thematisch passt oder nicht, ob du etwas für Gesundheit hast, ob du für jemand anderes beten willst. Mach, das sind Leute, die mega gern mit dir zusammen beten. Vielleicht kennst du den Gott gar nicht, der uns Ruhe gönnt, der uns mit Ruhe versorgen will. Dann ist es vielleicht dran, dass du heute in die Hand von dem Gott einschlägst, dass du sagst, hey, komm in mein Leben, ich will die Ruhe erfahren. Wenn du alleine gekommen bist, haben wir das Gebetsteam, kannst du den mal rechts und links anhauen und sagen, hey, würdest du mit mir beten? Oder du kannst den nehmen, der dich mitgenommen hat. Kommen wir stehen auf. Ich will miteinander ein Gebet beten, so ein Sabbatgebet, ein liturgisches Sabbatgebet, das steht da vorne. Und wir beten das alle miteinander laut. Möge dieser Tag meinem Herzen und meinem Haus Sabbatruhe bringen. Möge Gottes Bild in mir wiederhergestellt werden und meine Vorstellungskraft in Gott neu gestärkt werden. Möge die Schwerkraft der materiellen Dinge leichter werden und die Relativität der Zeit langsamer. Möge mein Vertrauen in Gott gestärkt werden. Möge ich die Gnade erfahren, in meiner Beschränktheit Gottes Größe zu sehen und mich in ihr zu wähnen. Möge Gottes Wort mich nähren und sein Geist mich in dieser Woche und in das kommende Leben führen. Amen.